Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, Leute, 2:5 in Darmstadt. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, unterm Video, wenn ihr mal runterscrollt, findet ihr einen Abonnieren-Button. Da einfach mal draufklicken, unterstützt ihr den Kanal mit. Ist völlig kostenlos. Vielen lieben Dank. Ja, mein Tipp war ja 0:5. Jetzt ist es ein 2:5 geworden. Also offensiv lag ich schon mal richtig. Wir können heute das Spiel eigentlich unter dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, abhaken. Es war keine überragende Leistung von uns. Wir sind super schwer, haben uns super schwer getan, die erste Halbzeit. Abwehrmäßig war es eine Katastrophe teilweise. Ja, Eric Dyer heute kein gutes Stellungsspiel gehabt, 1-2 Mal. Kimmich, Totalausfall defensiv. Ja, so ansehnlich es offensiv war, so gute Flanken, wie er 2-3 Mal geschlagen hat, so katastrophal war es defensiv. Auch Goretzka, der letztes Spiel noch bärenstark war heute wirklich schwach. Es gab ganz, ganz wenige, die an ihre Normalform rangekommen sind. In der ersten Halbzeit war es für mich einzig und allein Pavlovic. Ja. Musiala wurde dann immer besser. Zweite Halbzeit war er natürlich Spieler des Spiels. Alle anderen haben sich super schwer getan. Aber da gehen wir gleich mal in der Spielanalyse drauf. Nochmal vorweg schon mal, warum Sané überhaupt gespielt hat, warum er so lange gespielt hat, ist für mich eine absolute Katastrophe. Ja, I don't know, mit welcher Berechtigung. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ganz kurz ein Wort zum Schiri. Für mich auch eine Katastrophe. Für mich eine absolute Katastrophe. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man eine großzügige Linie fährt und nicht sofort gelbe Karten zeigt. Aber dass man so gar keine gelbe Karte zeigt, irgendwie erst in der 70. vermeckern oder so Mist. Ich meine, wenn man mit offenen Stollen, ja, ob gewollt, ob Absicht oder nicht, scheißegal. Er hat einen Eric Dyer einmal über den Oberschenkel gezogen mit dem Stollen. Und dann ist das eine gelbe Karte. Punkt. Ja, und das war nicht die einzigste gelbe Karte. Da waren auch vorher, hätten da schon gelbe Karten kommen müssen. Also teilweise waren 10 Minuten im Spiel, wo Darmstadt aber mal richtig auf die Beine gegangen ist. Also das ja, ist dann halt dieser Linie des Schiedsrichters geschuldet. Ja, und das ist eine Katastrophe. In der 13. Minute das Tor, was dann Harry Kane noch gemacht hat, obwohl schon abgepfiffen war. Für mich ein klares Tor. Ich weiß nicht, was wofür der da ist. Es war ein Tor. Feierabend. Ja. Da muss er eingreifen. Das war eine klare Fehlentscheidung. Der Müller wird vom Gegenspieler in den Torwart geschickt. Egal, oder? Egal. Was soll's? Ist keine klare Fehlentscheidung, wenn man das für Darmstadt pfeift, oder was? Also es ist nicht Müller, der aktiv in den Torwart gegangen ist, sondern er hat den Schubser gekriegt vom Darmstadt-Spieler. Also, ja. Also, absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wofür es ein Fahr gibt. Hat mich mega aufgeregt in dem Zeitpunkt. Also, na klar, hätten wir es jetzt nicht daran festmachen müssen, wenn es irgendwie in die Hose gegangen wäre, ist natürlich schwachsinnig. Aber ich bleib dabei, ich verstehe es nicht mehr. Ja, und da kann ich Müller auch verstehen, dass er also auch eine Viertelstunde danach sich nochmal über diese Szene echauffiert. Er wird ja sogar vom Torwart noch mit dem Knie am Schädel getroffen. Ja. Katastrophe. Also einfach Katastrophe, diese Entscheidung. Gut, gehen wir es kurz durch das Spiel. Wie gesagt, erste Halbzeit, vor allen Dingen erste halbe Stunde, haben wir uns super, super schwer getan. Ja, ja, da hat man wieder gesehen, was es bedeutet, wenn Gegner gut defensiv steht. Ja, deswegen ist es sehr gut, dass wir nicht Atletico in unserer Champions League Seite irgendwie bekommen können. Ja, wir haben nur da eher Mannschaften, die doch das Offensivspiel liegt. Vielleicht Real Madrid würde ich da noch dann so als den unangenehmsten für uns sehen. Alle anderen wollen nach vorne spielen und das ist definitiv besser als wie andersrum. Das haben wir heute wieder gesehen, ja. Und wir haben heute auch 2, 3 Umschaltsituationen gesehen. Wenn wir den Raum haben, können wir das. Ja. Aber gut, erste Halbzeit, gerade erste halbe Stunde,
ich glaube, wir waren wieder nicht 100% da. Ja, und das muss man leider wieder dann dem Tuchel anrechnen. Komme ich gleich nochmal zu. Wir waren wieder nicht da. Ja, das war ein Rückfall. Ja, klar, es war natürlich auf einem höheren Level wie vor der Geschichte, dass ein Tuchel weg ist. Man hat sich trotzdem hat trotzdem noch miteinander kommuniziert und sich auch ein bisschen angefeuert und sowas, aber nicht so, wie es die letzten Spiele war. Und es war viel zu wenig Bewegung da. Ja. Ganz, ganz wenig Bewegung mal wieder. Darmstadt stand dann tief, hat's gut gemacht. Er war aggressiv, er hat alles reingeworfen. Und wir hatten relativ wenig Ideen. Ja, ja, dann kriegen wir das 1:0. Ähm, ja, wenn du es vorne nicht hinkriegst, dann passiert das. Ist der Lauf der Dinge. Zum Glück hat es nur 8 Minuten gehalten und Musiala hat es dann vollendet. Ja, wobei man sagen muss, das Tor geht zu 80% auf Pavlovic, der auch in dieser Phase der Einzigste war, der eine normale Form hatte und wo du gesehen hast, er will unbedingt, der Einzigste in unserer Mannschaft, meiner Meinung nach, ist da vorangegangen mit den jungen Jahren und hat sich das Ding dann verdient. Ne? Und wie gesagt, das geht zu 80% auf Pavlovic, das 1:1 in meinen Augen. Ja, Harry Kane hat dann Harry Kane Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wie weit ich zurückgehen muss, dass ich mich mal daran erinnern kann, dass Harry Kane mal auf eine Flanke ein Kopfballtor gemacht hat. Sehr guter Einsatz von Kimmich. Ja, habe ich ja gesagt, nach vorne war es heute echt 2-3 Mal gut, was er gemacht hat. Nach hinten Katastrophe. Und dann sind wir natürlich mit dem 2:1 in der Pause. Und in der zweiten Halbzeit, ja, war es dann wirklich so, dass man das Gefühl hatte, ja komm, wir ziehen noch mal kurz ein bisschen da 10 Minuten Flüchtstündchen an. Warum man das so lange hat hinplätschern lassen, also ich hätte Müller und Sané schon in der Pause draußen gelassen. Sage ich euch ganz ehrlich, das hat einfach nicht gereicht heute. Punkt. Ja, mir ist klar, Müller hat den schnellen Einwurf gemacht in der 64. auf Musiala, das kannst du Müller wieder zugute halten. Aber ansonsten war das einfach zu wenig. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Und man hat genug Alternativen draußen, wie wir die dann gesehen haben mit Gnabry und Tell. Hätte man schon viel eher einwechseln müssen, die Jungs, meiner Meinung nach. Ja, und die haben es ja dann auch entschieden am Ende des Tages. Ja. Dass du dann nochmal in der 90. +5 dann das 2:5 bekommst. Ja, das war schon wie beim ersten Tor. Kimmich natürlich involviert, Katastrophe. Dyer sah bei beiden Toren nicht gut aus. Beim zweiten Tor stand er nicht gut. Beim ersten Tor, ja, mein Gott. Köpfte halt den Ball in die Mitte, was mit Sicherheit jetzt nicht so geplant war von seiner Seite. Was dann aber danach passiert, warum Kimmich dann auf einmal auf dieser Position war, auf der defensiven 6, und dann haben wir wieder Kimmich gesehen, was er da zustande im Leisten ist, zu leisten ist. War eine Katastrophe. Ja, aber damit sind wir auch dann schon durch, ne, was so das Spiel angeht. Ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick in die Statistiken rein. Die sollten relativ klar sein. Wir können nochmal aktualisieren. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 76,1% oder 76% Ballbesitz hatten. Abseitsstellung 1:1, Fouls 9:6, Zweikampfquote 45 oder sagen wir 46:54, Schüsse aufs Tor 3:6, Schüsse insgesamt 7:27. Ja, Darmstadt hat ganz, ganz viele Schüsse abgeblockt. Ja, hat sich reingeworfen, haben gefightet. Ecken 2:9, angekommene Pässe 148:613, Flanken 10:18. Schüsse insgesamt, Musiala 2, Kimmich 1, Kane 1, Torschussvorlagen, Kimmich 1, Kane 1. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 15, Dyer 7, De Ligt 5, Ballkontakte 121, Kimmich 114, De Ligt 107, Dyer. Ja, das mal zu den Statistiken. Und dann würde ich sagen, schnacken wir auch nicht lange und gehen mal in die Benotung rein. Ja, wir fangen natürlich an mit Manu. Manu hat es gut gemacht heute. Ja, die Reaktion, die er noch hatte mit dem abgefälschten Ball da in der ersten Halbzeit, war bärenstark. Hat natürlich dann auch zweimal Glück gehabt, das darf man auch nicht vergessen. Ja, Darmstadt hat noch den Lattenknaller gehabt und hat dann auch noch einen Pfostenschuss gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass die keinerlei Chancen hatten. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Aber das lag natürlich nicht am Manu. Ein ordentliches Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja, zum Schluss da, warum er da nochmal an die Außenlinie geht, aber er hat den Zweikampf gewonnen, hat den Ball ins Ausgespielt.
Darmstadt konnte es auch nicht ausnutzen durch einen schnellen Einwurf oder sowas. Also von daher auch alles gut. Ähm, von daher sehe ich ihn heute bei einer 2. Ja, oder bei einer 2 minus. Ja. Aber er war schon der uns da dann mit dieser Parade im Spiel gehalten hat. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, damit geht's dann auch schon in die erste Knallerkategorie. Wir kommen nämlich zum Kimmich. Ja, mir wird ja immer unterstellt, dass ich den Kimmich nicht mag und dass irgendwie meine Benotung mit einfließt. Wenn ihr das so seht, Leute, dann seht ihr das so. Für mich war das heute defensiv eine Katastrophe. Defensiv war das eine Note 5 ist wirklich noch, weil er mal einen Zweikampf hinten gewonnen hat. Beide Tore super beteiligt, super nicht präsent im Zweikampf, wie ein Mädchen in der ersten Halbzeit. Also die erste Viertelstunde war eine Note 6 von Kimmich. Sowohl defensiv wie offensiv. Das war 0, ja. Umso länger das Spiel ging, war es offensiv okay von Kimmich. Hat ja auch das Tor vorbereitet von Harry Kane, hat sonst noch mal 1, 2 gute Flanken geschlagen. Ansonsten hat er das Spiel super lahmarschig gemacht. Hinten war es eine Katastrophe. Für mich daher eine Note 4 heute. Und das auch nur da aus dem Grund, dass die Flanke, was er echt gut gemacht hat, dass die zum Tor geführt hat. Ja, ansonsten wäre das für mich heute eine Note 5. Also das war, ich weiß nicht, wieder sein mädchenhaftes Hinfallen da in irgendeinen Zweikampf, anstatt in den Zweikampf zu gehen. Wie gesagt, bei beiden Toren involviert und beides mal noch nicht mal in den Zweikampf reingekommen. Beim ersten in der Mitte, beim zweiten außen. Er ist ein Außenverteidiger, Alter. Also das hat nichts mit Verteidigung zu tun. Ohne Scheiß, mit dieser Leistung, die der Kimmich heute gezeigt hat, defensiv, sehe ich ihn auch nicht in der Nationalmannschaft bei irgendeiner EM spielen. Also das war eine Katastrophe. Ja. Dann auch immer wieder, das heißt immer wieder 2, 3 Mal, erstmal, wo ist der Sinn? Er ist rechter Verteidiger. Wir kriegen Freistoß links außen, 20 Meter hinter der Mittellinie. Guerrero steht da, will den Ball reinflanken. Da muss er warten, bis ein Kimmich dahin getrabt kommt, um sich daneben zu stellen und dann doch Guerrero den Ball reinflankt. Der Ball wird natürlich direkt abgefangen, direkt ein Gegenstoß. Ja, und wo ist der Kimmich? Unser superschneller Sprinter steht dann da außen an der Außenlinie und hinten auf seiner Seite ist offen wie ein Scheunentor. Also wo da der Sinn ist, das muss mir jemand erklären. Was macht der Kimmich da? Warum rennt er dahin? Um was zu tun? Um den Guerrero Beistand zu geben oder was? Also Katastrophe, ja. Und dann immer dieses, ach ja, supi, ich bin jetzt gerade in meiner Mitte. Jetzt bleibe ich erstmal hier, jetzt gucke ich erstmal. Vielleicht kriegen wir ja den Ball und vielleicht muss ich ja gar nicht weiter. Ach nee, scheiße, ich gehe doch nochmal 10 Meter auf die rechte Seite. Ich gucke aber nochmal, vielleicht kann ich ja jetzt hier bleiben. Und Alter. Also Positionstreue ist was anderes als rechter Verteidiger. Ja? Katastrophe für mich. Aber ich habe es gesagt, Note 4. Wir sind heute mal human. Weiter geht's mit dem De Ligt. Ich muss eben hin und her schalten hier. De Ligt heute für mich der bessere Innenverteidiger von beiden. Sehe ich bei einer, wenn wir Neuer eine 2- geben, gebe ich De Ligt auch eine 2-. Hat für mich keinen Fehler gemacht, hat die Zweikämpfe, die er nehmen musste, rigoros geführt. War ruhig. Ja, hat jetzt nicht den großen Impact im Aufbau gehabt, hat aber auch 1, 2 gute Bälle verteilt. Hat mir gut gefallen. 2- für mich. Damit kommen wir natürlich zum anderen Innenverteidiger. Eric Dyer, da wir Kimmich nur mit einer 4 benotet haben, sehe ich einen Erik heute bei einer 3. Hat es im Großen und Ganzen auch gut gemacht. Ja, muss ich sagen. Auch da wieder ruhig, abgeklärt, gar keine Hektik aufkommen lassen. Auch immer schön die Anweisungen gegeben, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat aber auch ein De Ligt gemacht, muss man ganz klar sagen. Hat aber natürlich, wie gesagt, beim ersten Gegentor köpft er den Ball in die Mitte. Das macht man halt nicht, ja. Das weiß er selber, hat man auch direkt ihm angesehen. Dass natürlich dann daraus das Tor entsteht, ist auch ein Witz. Das muss man mal ganz klar sagen. Und beim zweiten Gegentor, ja, stand er einfach schlecht. Ja, da hätte er ein besseres Stellungsspiel haben können. Ansonsten auch ich erinnere mich noch an eine Schusschance von Darmstadt. Ich weiß gar nicht, ob es der Pfostenschuss war. Da stand er auch nicht gut. Das war heute, das Stellungsspiel war nicht ganz so gut, von daher. Bei einer 3 will ich ihn heute, eher bei einer 3, weil so im Gesamten war es schon gut. Ja? Also muss man schon sagen, aber ja, diese Dinger kannst du dir dann natürlich gegen Gegner
dann irgendwie FC Arsenal heißt, natürlich nicht erlauben. Ne? Von daher, ja. Gut, kommen wir zum Guerrero. Guerrero, keine Ahnung. Schwierig für mich zu beurteilen heute irgendwie. Hat viel versucht, immer mal wieder durchzugehen, hat auch 1, 2 Flanken versucht. Defensiv, es ging nicht ganz so viel über seine Seite, mehr über die Kimmich-Seite. Ja, komm, ich bleib da der Linie treu. Wir geben ihm eine 3- heute. Mir ist nichts in Erinnerung geblieben jetzt so im Nachhinein im Spiel, wo ich sage, wow, was eine gute Aktion. Ja, sowohl offensiv wie defensiv. Also 1, 2 schlechte Ballverluste hat er gehabt vorne, wo aber nichts raus passiert ist. War ansprechend, ja. 3, so um den Dreh sehe ich ihn. Gut, damit wechseln wir in die Offensive rüber. Als nächstes habe ich hier den tollen Leroy Sané. Da können wir es kurz und knapp machen. Note 5. Punkt. Ja, kann ich direkt wieder ausblenden. I don't know, warum er 70 Minuten spielen durfte. Ja, auch jetzt können wir ihm wieder zugute halten, was aber kein Faktor sein darf, dass er zumindest bemüht war. Ja, aber das muss man von jedem Profi erwarten. Das ist eigentlich ein Trauerspiel, dass wir das beim Sané auf die Habenseite setzen. Und ansonsten hatte er 0 Einfluss auf dieses Spiel. Überraschend? Nein. Definitiv nein. Gründe dafür haben wir schon 100-mal besprochen. Schenke ich mir hier für mich Note 5. Musiala. Sehr schwache erste halbe Stunde, wie die gesamte Mannschaft, bis auf Pavlovic und vielleicht die Innenverteidigung und Neuer. Danach immer besser geworden, ja. Was heute gut war, war diese Mischung aus Dribbling und Abspielen und Dribbling und den Torschuss versuchen. Das war heute eine richtig gute Mischung und von daher für mich heute eine Note 2. Gut, er hat 2 Tore gemacht, wir könnten es jetzt auch hochschrauben auf eine 1, aber da sehe ich die ersten 30, 35 Minuten nicht. Ja, wenn ich eine Note 1 da gebe, dann möchte ich die Leistung über 90 Minuten sehen. Das war nicht der Fall, von daher für mich Note 2, Leute. Gut, nächster ist Thomas Müller. Thomas Müller tue ich mich heute auch schwer mit. Würde ich auch bei der Standardnote 3- einordnen heute. Ja, auch er war bemüht. Ich glaube, ihn hat auch ein bisschen der Schiri heute getriggert. Das hat man gemerkt. Ja? Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Das war auch nochmal eine andere Szene, wo er wieder in den anderen Gegner reingeschubst wurde und ein Freistoß für Darmstadt gepfiffen wurde. Also Schiedsrichterkatastrophe. Aber ansonsten hatte Müller auch wenig Impact. Ja, hat natürlich damit mit seinem Einwurf das 3. Tor vorbereitet. War jetzt nicht super schlecht, aber auch das war zu wenig. Warum er 70 Minuten spielen durfte, erschließt sich mir hier auch nicht. Allerspätestens nach 60 Minuten hätte man wechseln müssen, meiner Meinung nach. Ja. Pavlovic, ich habe schon gesagt, erste Halbzeit für mich der Mann, der Normalform hatte in unserem Spiel. Ja. Der wirklich was versucht hat. Ich erinnere mich, 13. Minute oder was, oder 12. Minute so um den Dreh, wo von 3 Darmstädtern gepresst wird. Zack, eine Körpertäuschung, ein Haken. Zack, jede Menge Raum, guten Ball nach vorne gespielt. Genau das, was man auf dieser Position verlangt und dann natürlich das Tor vorbereitet, das Durchsetzungsvermögen da in seinem Alter, ja, obwohl da 2 Spieler knallhart dann rangegangen sind. Bärenstark. Leider dann raus durch den Zusammenprall, wird ein schönes Veilchen kriegen wahrscheinlich. Ja, schade für ihn. Ich gucke mal eben, dabei es waren 58 Minuten. Also mir hat er gut gefallen. Ich hätte ihm auch bei einer guten 3 oder eine 2- hätte ich ihn eingeordnet. Ja, hat mir persönlich gut gefallen. Das erste Tor von Darmstadt müsste ich nochmal genauer sehen, warum Kimmich da in dieser Position war und wo ein Pavlovic bzw. ein Goretzka waren. Das habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, müsste ich mir echt nochmal angucken. Das ist aber so die einzige Sache, wo ich irgendwie
wo man darüber streiten könnte, ob da hätte jemand anders sein müssen. Aber ich glaube, Pavlovic war sogar noch 3 Meter hinter Kimmich oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich bleibe bei der Note. Als nächstes haben wir Leon. Leon war heute auch schwach. Muss ich leider so sagen. Er hat heute keinerlei Zutrauen gehabt, wie im letzten Spiel, dass er den Ball einfach mal außen, wenn da ein Spieler zwischenstand, einfach mal drüber gelupft hat, mal den Spieler geschickt hat. Die sind alle in die Räume gestartet, ob es ein Fonsi war, ob es ein Guerrero war, ob es ein Musiala war. Ich kann mich an 4, 5 Szenen erinnern, wo ein Leon das nicht gemacht hat und lieber den Ball nach hinten gespielt hat. Gegen Darmstadt 98, Alter. Ding der Unmöglichkeit. Dazu das Spiel, wenn er am Ball war, super lahmarschig gemacht. Defensiv 2, 3 Zweikämpfe, die super schlecht waren, wo er den Ball verloren hat. War wirklich eine schlechte Leistung. Für mich Note 4. Ja, zum Schluss haben wir dann noch Harry Kane. Harry Kane hat auch einen schwierigen Stand gehabt, auch gerade erste Halbzeit. Hat ein Tor gemacht, ja, das hat er natürlich gut gemacht, muss da sein, wo ein Stürmer sein muss. Hat sich versucht, 2, 3 Mal fallen zu lassen, wurde aber von 2, 3 Leuten begleitet, hat gar keinen Impact aufs Spiel gehabt heute. Ja, trotzdem noch mal 1, 2, 3 Mal die Bälle gut nach außen gelegt. Er war dann aber wieder nicht im 16er, es war keiner zugegen dann. Zum Glück kamen die meisten Bälle dann gar nicht erst rein, sondern haben zu einer Ecke geführt. Ja, ich würde sagen, war heute eine durchschnittliche Leistung von Heavy, von daher für mich eine Note 3. Ja. Gerade, um da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, von so einem Kimmich, Goretzka und Kane erwarte ich halt einfach ein gewisses Leistungsniveau, ja. Und das habe ich heute leider nicht so richtig gesehen und von daher diese Benotung. Gut, kommen wir mal zu den Einwechselspielern. Wie gesagt, Noten verteilen wir dann nicht. Wir sagen ein paar Worte dazu. Wir fangen mal an mit Fonzie Davies. Ich denke, Fonzie Davies, so wie die ganze Saison bisher war. Ja. 1, 2 Lichtmomente, der Rest ganz, ganz viel Schatten. Hat mich persönlich mit der Nachspielzeit, war es ja fast eine halbe Stunde, absolut nicht überzeugt. Als nächstes habe ich hier einen Choupo-Moting stehen in der Liste. Wir gehen natürlich der Reihe nach durch. Choupo-Moting, Note 5. Punkt. Kurz und schmerzlos. Wie man das Ding nicht machen kann, was Musiala super gut vorbereitet hat, ist mir ein Rätsel. Zum Glück war Tell dann da und hat einen Choupo-Moting den Ball vom Fuß genommen und ins Tor geschossen, sonst wäre das auch wieder verstolpert worden. Also Katastrophe, absolut kein Bundesliga-Niveau dieser Spieler aktuell. Ja, damit kommen wir auch schon zu Mathys Tell. Wie immer super bemüht, viele, viele Wege gemacht, leider in der Position gespielt, in dem er 0 eingebunden war. Ja, also komplett in der Luft hängend. Zum Glück dann ein paar Minuten die Position verlassen, ein bisschen auf die andere Seite gegangen, hat dann auch nochmal so einen Schuss genommen gehabt, der gut abgeblockt wurde. Und zum Glück hat er das Tor dann da reingestochert oder erzwungen, hat mich gefreut für ihn. Super schade, dass er erst in der 70. Minute kommen durfte. Ja. Und das seit Wochen für einen Sané, der einfach keinerlei Form hat. Ja. Gut, kommen wir zu Conny Leimer. Conny hat heute eine ansprechende Leistung gebracht, wie ich fand. War auf jeden Fall um Welten besser wie ein Goretzka. Gerade auch Defensiv-Zweikämpfe, die er dann geführt hatte und Darmstadt 1, 2 Mal den Ball gut abgenommen hat, aber auch vorne 1, 2 Mal gut die Bälle gejagt. Aber auch das Spiel nach vorne gemacht, aus der Mitte heraus, was ansehnlich war. Ich sehe es als eine ansprechende Leistung, ja. Wenn wir eine Note geben würden, ich denke 58. wo er reinkam, können wir das vielleicht mal machen. Mit den 10 Minuten Nachspielzeit sehe ich ihn auch bei einer 3. Gut, und zuletzt haben wir den Serge. Serge, ja, mustergültig, Musiala, super Pass gespielt, Serge auch reingegangen, auch nicht zurückgezogen oder sowas, hätte ja auch einen Pressschlag geben können, das Ding da reingenagelt oder reingeschoben. Ansonsten auch defensiv mitgearbeitet. Serge war eine super ansprechende Leistung, ja. Klar, so eine Viertelstunde, danach wurde es ein bisschen weniger, aber danach wurde die ganze Mannschaft ein bisschen weniger, was Offensivdrang und so anging.
Ja, super ansprechend, meiner Meinung nach. Gut, damit kommen wir zum Coach. Sehe ich heute bei einer Note 3. Für eine 2, wie gesagt, die Auswechslung und die Aufstellung von Sané, da bleibe ich bei. Das ist eine Katastrophe. Dass man Brian gar nicht erst mit in den Kader genommen hat, ist eine Katastrophe. Weil ich denke, gerade gegen Darmstadt ist es nicht so, dass du irgendwie die Abwehrspieler komplett die Innenverteidigung auswechseln musst. Ja, dann macht es mehr Sinn, dass du offensiv irgendwie was wechseln kannst. Da kann man ein bisschen Spielzeit verteilen. Von daher für mich völlig unverständlich, ihn auszusortieren. Aber ja, gut. Ist jetzt nichts, was uns diese Saison vom Trainer irgendwie überrascht. Ja, ja, Note 3, weil es dann am Ende ja doch ein souveräner Sieg war mit 5:2 und ja, wie gesagt, wir sind nur so hochgesprungen, wie wir mussten. 2 Gegentore gegen Darmstadt ist natürlich schon irgendwo wild, muss man auch so sagen, aber gut. Kommen wir nochmal zu ein paar Worte generell jetzt zum Tuchel. Ja, ich finde es gut, dass die Mannschaft, also dass er die Aufstellung gerade durchzieht. Ja, abgesehen von Sané, der gehört für mich nicht in diese Mannschaft. Punkt. Ja, wenn er schmerzfrei ist, ja, können wir darüber reden, wenn er die Performance aus der Hinrunde bringt. Ich weiß nicht, warum wir ihn seit der Rückrunde mit durchziehen müssen. Ich verstehe es nicht. Es geht in meinen dicken Betonschädel einfach nicht rein, was diese Scheiße soll vom Tuchel. Ja, es ist zum Kotzen, Leute. Ganz ehrlich. Und Tuchel ist jetzt schon wieder an dem Punkt, wie er vorher war, nur mit anderen Spielern. Ja, er ist jetzt wieder an dem Punkt, ach ja, die spielen immer. Fertig. Arschlecken, Punkt, Strich drunter, fertig. Erzählt aber in den PKs ein von Leistungsdruck und Konkurrenzkampf und es gibt einen offenen Konkurrenzkampf. Wenn es den geben würde, hätte heute ein Sané und Müller keine 70 Minuten gespielt. Das ist Fakt. Ja. Es gibt diesen Konkurrenzkampf nicht. Und das ist wieder das Thema, was mir ein bisschen Sorge bereitet. Ich finde es gut, dass man an der Abwehrreihe festhält, auch mit dem Kimmich, wobei man sagen muss, ein Kimmich muss sich richtig wieder steigern, ja. Das war Darmstadt 98 heute und er war eine Katastrophe hinten. Nicht auszumalen, da kommt Arsenal. Die spielen den Kimmich an die Wand auf der Seite, Leute. Die zerlegen den komplett, ja. Von daher bin ich da sehr gespannt. Auch ein Goretzka fand ich super schade. Es tut mir echt leid. Ich habe bei beiden, wenn wir heute mal Kimmich und Goretzka nehmen, ich habe bei beiden mich im letzten Spiel gefreut, dass sie beide gut gespielt haben. Hab mir gedacht, jawohl, so ein Kimmich will es jetzt nochmal zeigen, so, dass er die rechten Verteidiger doch spielen kann und findet sich vielleicht damit ab, weil das bei der EM auch spielen soll. Und ein Leon ist jetzt nochmal richtig wütend, hat richtig Wut im Bauch, weil er nicht nominiert wurde und zeigt nochmal eine richtig geile Leistung. Und dann hat er heute genau gezeigt, warum er nicht nominiert wurde. Ja, das hat er heute gezeigt. Ja, Defensiv-Zweikämpfe, Katastrophe. Spielaufbau, Katastrophe, super lahmarschig, nicht einmal das Selbstvertrauen gehabt, den Ball mal an die Linie entlang zu spielen. Der EM-Zug ist abgefahren für den Goretzka. Ja, also ich denke, das ist safe. Und nochmal ein Kimmich mit diesen Leistungen, die er bisher gezeigt hat auf der rechten Verteidigerposition, wovon 2 gut waren. 2 so mittel, wenn wir es human betrachten. Auch er wird es super schwer haben. Ja, ich denke, da wird es auch noch eine andere Alternative geben. Also von daher mal abwarten. Es wird super interessant zu sehen sein, wenn Sacha da ist oder Boe, wenn er wieder fit ist, was er ja nach dieser Länderspielpause sein sollte. Ja. Aber sehr wahrscheinlich wird es keinen Konkurrenzkampf geben. Müssen wir uns nichts vormachen. Ich gehe davon aus, dass es Kimmich einen Rechtsverteidiger gibt und ich gehe auch mit, aber er muss wieder wach werden. Ja. Aber das heute, muss man fairerweise sagen, betrifft das aber auch die ganze Mannschaft in der ersten halben Stunde. Mal abgesehen, habe ich ja gesagt, von Pavlovic, Innenverteidiger Neuer vielleicht. Alles andere war super Standfußball, super keine Ideen, wenn Gegner ein bisschen tief steht. Katastrophe mal wieder leider. War so ein bisschen Rückfall in Zeiten von vor 3-4 Wochen. Ja, wild. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir das Spiel souveräner gewinnen, ja, dass wir eine andere Mannschaftsleistung zeigen.
Das ist ein bisschen enttäuschend. Heute muss man so knallhart sagen, in der zweiten Halbzeit hat Musiala das Ding alleine gestemmt. Ja. Hätte Musiala nicht diese Leistung gebracht, die er gebracht hätte, hätte das heute auch ins Auge gehen können. Das muss man so leider sagen. Ne? Und das ist natürlich dann nicht der Anspruch, muss man fairerweise sagen. Von daher, ja, wir können es nur, wie es Tuchel kommuniziert hat, wir können es nur Spiel für Spiel gucken. Ja. Ich denke, heute war es wieder ein Motivationsproblem, was ich irgendwo nachvollziehen kann, habe ich ja auch schon gesagt. Bundesliga 10 Punkte nach oben, 11 nach unten. Wen interessiert's? Du fährst nach Darmstadt, Alter, letzter, 16 Punkte, Absteiger Nummer 1. Am Ende gibt's der Mannschaft noch 100% recht, weil du 5:2 gewonnen hast. Ne? Also, was kritisieren wir hier? Schwierig. Man wird natürlich gegen Dortmund nach der Länderspielpause eine andere Einstellung sehen. Ne? Und dann wird's interessant, wie wir in Arsenal die Einstellung haben. Aktuell tun wir uns auswärts auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ja, wir werden sehen. Das ist meine 2 Cents zu dem Spiel. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Und natürlich wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren geilen Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.